dich zurück zu Mass Effect 3. Wir sind hier nochmal in Arias Bunker und wir haben ja schon zwei kleine Nebenmissionen haben wir hier schon draus bezogen. Auf der einen Seite die Bank aus Arias Kneipe, wo sie immer war, und irgendwelche Wandler für irgendwas. Allerdings, bevor es nun weitergeht, wir werden weitermachen, keine Frage. Wir laufen hier mal kurz durch, vielleicht finden wir noch irgendwo etwas in die Richtung Nebenmissionen, die man halt so... Diese Tür ist abgeriegelt. Ja, danke. Brauchen wir nicht. Genau, für den Elcor die Bank. Warte mal, achso. Hast du irgendwas Neues, was man vielleicht, wofür wir vielleicht... Wo ist denn die Aria jetzt? Sie war ja hier irgendwo. Ich höre es. Ich habe die Energiequelle der Cerberus-Kraftfelder gefunden. Ich verstehe. Shepard, sehen Sie mal. Der General zieht Energie von einem meiner Hauptreaktoren tief im Herzen der Minen von Omega ab. Leider wird der Zugang durch die Kraftfelder selbst abgeschnitten. Nicht ganz. Da ist ein freier Weg durch dieses dunkle Gebiet. Da nach oben. Die Aufbereitungsanlage einer der Minen. Stillgelegt. Nicht durch Kraftfelder blockiert. Wir dringen dort ein, gehen durch die Mine und nehmen dann diesen Fahrstuhl zur Hintertür des Reaktors. Gutes Auge, Shepard. Dann los. Nicht ohne mich. Aria, meine Patrouille hat sie aufgegriffen. Bitte. So ein Blödsinn. Wir sind jetzt Verbündete. Hat Aria das nicht erzählt? Nyreen wurde erwartet, Bray. Zurück auf ihren Posten. Die Talons sind bereit. Aber wenn ich meine Leute ins Getümmel schicke, will ich sicher sein, dass die Kraftfelder endgültig unten sind. Ob's ihnen passt oder nicht, sie haben mich am Hals. Vertraust du mir etwa nicht ganz? Ich vertraue dir überhaupt nicht. Wir ziehen zusammen in den Krieg. Ich sorge für Kooperation. In Ordnung, Commander. Zum Glück sind nicht alle auf dem Machttrip. Warte bei der Krankenstation, Nyreen. Wir kommen gleich nach. Shepard, ich muss noch ein paar Befehle erteilen. Ich treffe Sie dann auch dort. Das freut mich aber. Wirklich wahr. Du Sind bereit zum Aufbruch. alte Pestbeule. Ja, ich habe es, glaube ich, schon in der letzten Aufnahme erwähnt. Es ist es kommt in puncto Geschichte nicht an Leviathan ran, aber es ist ein relativ guter Action-Ableger, sagen wir mal so. Ich möchte jetzt das ausprobieren, und zwar... Weißt du was? Wir nehmen die Kollektorenpanzerung. Und dann... Achso, hier habe ich ja die Waffe weggenommen. Modifizieren bitte. Ich habe jetzt gerade irgendwo was gekauft. Das müsste hier sein. Hä? Ah, das war das. Ja, nehmen wir. Sehr gut. Ich mag diese kleine Waffe. Ich meine, wir haben es das letzte Mal schon ausprobiert, einen Schwierigkeitsgrad höher. Aber wenn ich jetzt noch einen Schwierigkeitsgrad draufsetze, dann brauchen wir ein bisschen länger. Und ich hab's...
kurz Zeit? Und ich hab's eh schon erwähnt, das Spiel ist jetzt schon ein Brocken. Ich weiß, es ist wenig Zeit, aber ich wollte mit Ihnen reden. Allein. Arya wird bald hier sein. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Ich will Arya nicht aushebeln. Ich weiß, dass sie skrupellos sein muss. Sie soll ihre Rache haben. Ich tue das nicht für mich oder für Arya oder was wir früher mal hatten. Sondern für das Volk von Omega. Schon klar. Jemand muss ihre Interessen vertreten. Unfassbar mächtige Kräfte werden eine Schlacht führen. Und sie sind mittendrin. Wenn wir die Kraftfelder ausschalten und in den Krieg ziehen, behalten sie hoffentlich die Leute im Hinterkopf. Welchen Eindruck haben Sie von Petrovski? Ein Gegner, der Respekt verdient. Und zwar nicht nur, weil er klug ist. Als ich anfing, die Talons zu organisieren, bot er jedem eine Amnestie an, der seine Waffen niederlegte. Einige meiner Leute ergaben sich. Und er hat sein Wort gehalten. Er folgt einem Kodex. Und zwar, soweit ich das sagen kann, nicht demselben wie der Unbekannte. Sind Ihre Leute bereit zum Kampf? Um die Talons müssen Sie sich nicht sorgen. Sie waren früher Diebe und Schurken, aber jetzt sind sie loyal bei der Sache. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Ich weiß nicht, ob das auch für unsere Asari-Freundin gilt. Ich nehme an, wir werden es bald wissen. Wie sind Sie denn an Arya geraten? Ich war glücklich beim turianischen Militär. Aber als meine biotischen Kräfte kamen, haben meine Vorgesetzten mich versetzt. Eigentlich wurde ich weggesperrt. Ich konnte meinem Volk nicht mehr dienen. Also ging ich weg. Ich habe überall in der Galaxie nach einer neuen Bestimmung gesucht. Und kamen dabei hierher? Eher zufällig. Aber plötzlich war da diese wunderschöne, wilde Kreatur, die sich von niemandem verbiegen ließ. Ich gebe zu, ich war verzaubert. Ich wollte, dass ein bisschen davon auf mich abfärbt. Wie nah standen Sie sich? Die Anziehung war unbestreitbar. Ihre Stärke und meine Unsicherheit ergänzten sich. Vielleicht hat sie das ähnlich empfunden. Aber mit ihr zusammen zu sein, hieß so zu werden wie sie. Nyreen Kandros löste sich auf. Ich verstehe jetzt zwar nicht den Sinn dieser Frage, aber im Prinzip ist sie ihre eigene Person blieben. Machen wir so. Auf mich wirken Sie sehr eigenständig. Ich bin Arya trotzdem dankbar. Durch sie habe ich mich daran erinnert, wer ich bin. Es war nicht einfach, mich zu befreien, aber ich bereue nichts. Was wissen Sie über die Kraftfelder von Cerberus? Die Technologie stammt von jenseits des Omega-4-Portals. Fleisch wird bei Kontakt aufgelöst. Der Energiebedarf muss enorm sein. Ich fürchte, eine Unterbrechung könnte andere Systeme der Station destabilisieren. Hoffentlich gehen wir sorgfältig und überlegt vor. Sie sind eine Veteranin. Warum verstören Sie diese Adjutanten so? Für sie ist der Kampf gegen Reaper ein alter Hut. Aber diese, was sie mit den Leuten machen, sie könnten noch da sein. Und wenn sie zurückkehren, ich will gar nicht wissen, was dann mit der Bevölkerung von Omega passiert. Dieses Bild treibt mich an, sucht mich heim. Besten Dank, Nyreen. Wir brechen bald auf. Ich bin bereit. Naja, dann. Los geht's, ab in den Kampf. Es wird ein Kampf, dir sage ich's. Nö, aber ich glaube, die zwei können sich eigentlich eh ganz gut selber verteidigen. Oder? Boah.
ich wiederhole mich nur ungern nochmal. So intensiv und so umfangreich habe ich Mass Effect noch nie gespielt. Bestätigen. Wir erreichen eine der A-Zero-Aufbereitungsanlagen. Sie wurde runtergefahren. Also müssen wir die Tür aufbrechen. Verstanden. Der Zugang zur Mine ist auf der anderen Seite. Und dahinter ist der Reaktor. Laut Plan schon. Ich habe Omega geführt, Nyreen, nicht in den Minen gearbeitet. Nein, dafür hattest du Zwangsarbeiter. Bei den Geistern. Ruhig, die gehören alle zu Cerberus. Sie wurden in Stücke gerissen. Das gefällt mir nicht. Naja. Aber wie gesagt, Leviathan, die Erweiterung, die war ja sensationell gut. Aber ist halt nun auch schon, naja. Jetzt ist der 1.8. um 0:23 Uhr 2025. Und es ist ja nun auch schon über 10 Jahre her, wo ich Mass Effect 3 das letzte Mal gespielt habe. Mehr Tote. Das war ein Blutbad. Ich habe ein ungutes Gefühl. Wir sollten nicht. Still. Was ist das? Ein Adjutant. Oh nein. Der General muss den Bereich abgeriegelt haben, um ihn drinnen zu halten. Was war hier? Also müssen wir eigentlich rein theoretisch hier entlang. Ja, ich kann auch speichern, sehr gut. Hier ist nichts. Okay, hier ist auch nichts. Von da sind wir gerade kommen, glaube ich. Aus dem Wege 2 Trantüten. Oder hätte ich sollen sagen Lebertrantüten. Naja gut, warum auch nicht. Der Fahrstuhl zu den Minen ist hinter dieser Tür. Sie ist deaktiviert. Dann müssen wir die Energie einschalten. Es muss hier irgendwo eine Hauptsicherung geben. Diese Kabel versorgen die Tür mit Strom. Wir sollten ihnen folgen. Tja, Nyreen, du bist ja glatt eine Intelligenzbestie. Ja, ich glaube, für meinen Kanal wird, wenn ich das so sehe, oder für den Kanal, wird Mass Effect 3 um einiges größere Ausmaße annehmen als wie Teil 2. Hä? Hier runter? Nö, nicht wenn unsichtbare Wände einen blockieren. Ah, hier rüber. Das Flüstern zieht sich zurück. Vielleicht gefallen dem Adjutanten seine Chancen nicht. Sie scherzen. Einer von denen wird mit einem ganzen Trupp Soldaten fertig. Ja. Commander Diese Shepard. Leiter runter.
Es wird mir angezeigt, Aria. Schau mal. Da ist die Energiesteuerung. Wenn's vorbei ist, müssen wir ziemlich viel reparieren. Hoffentlich kommen die zivilen Bereiche zuerst dran. Du bist gnadenlos. Zumindest das haben wir gemeinsam. Bei den Geistern! Sexy. Feuer frei! Marine, wach auf! Ja, sicher. Drecksau. Ich hasse diese Dinger. Nicht. Hass macht gefährlich. Das sah mir eher nach Angst aus. Also gut, zurück zur Tür. Ja, das sagt sich so einfach, Shepard. Nicht, wenn man so ein Hirn hat wie ich, 3 Meter gehen und alles vergessen. Ich mag diesen Soundtrack irgendwie. Ich meine, das ist jetzt absolut nicht mein Geschmack eigentlich. Aber diese klassisch angehauchten Songs oder Titel, die du da im Hintergrund hörst. Feuer frei! Wo? Ah, hier. Holy moly. Ob ich ein bisschen überlevelt bin? Sei es drum. Ah, Munition, schau. Braucht man. Shepard, Munition. Achtung! Mehr Adjutanten! Jetzt hat sie sich mal für Nicht kurz... entkommen. Jetzt hat sie sich mal für kurze Zeit wie die Liara angehört. Naja. So, ihr Schweindeln. Bitteschön. Na, lad nach. Shepard, du geile Nudel. Probieren wir mal. Also. Schade, geht nur eine. Ja, mal in den Nahkampf, das war lustig. Aber wieso geht jetzt die KI nur auf den Irene? Das verstehe ich noch nicht. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Versuchen wir es nochmal mit dem Fahrstuhl. Achtung! Munition, immer wichtig. In Ordnung. Ab in den Fahrstuhl. Ich verriegel die Tür. Nur für alle Fälle. Weiter, zu den Minen. Was beschäftigt dich, Marine? Ich denke nach. Der General hat den Bereich abgeriegelt, damit die Adjutanten drin bleiben. Zusammen mit einigen glücklosen Soldaten. Ja, die Kreaturen haben sie getötet, aber nicht zu weiteren Adjutanten gemacht. Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Du hast doch bloß Schiss. Dieser Ort hat einen Rhythmus, Aria. Und Cerberus auch. Wärst du hier draußen gewesen, würdest du es auch spüren. Was immer uns im Weg steht, wir kümmern uns darum. Na, da gibt's wohl Krach in der Beziehung, hä? Bohrer. Verdammt, das muss man vorsichtiger machen. Cerberus muss sie ganz schön antreiben. Mädels, wir werden das alles rausfinden. Das war Präzisionswaffe. Mit Thermodarstellung, die das Schießen durch Wände erlaubt. Ja, okay, probieren wir's.
Der Zugang zum Reaktor ist irgendwo auf der oberen Ebene. Suchen wir einen Weg darauf. Was ist denn das? Kann man hier was mitnehmen? Nö. Na, weißt du was? Ja, ich habe momentan kein Kleingeld, um die zu verbessern. Oh, die verzieht. Das ist ja hässlich, wie die verzieht. Wir nehmen die wieder. Wer ist das? Nyreen, okay. Ich finde das gerade so lustig mit dem Nahkampf. Aha. Aber es kann eh sein, dass ich vielleicht im Laufe der Kampagne noch ein bisschen Wir können den Wartungsaufzug gegenüber benutzen. hochschraube, den Schwierigkeitsgrad. Das ist mir dann doch schon ein bisschen zu... Naja. Wir Okay. brauchen einen alternativen Weg darüber. Ja, Mädchen, es wird alles angezeigt. Siehst du das nicht, ha? Jetzt habe ich dir das vor 5 Minuten schon erklärt. Dankeschön. Oh, die Waffe ist so geil. Anscheinend verläuft es unter dem Fließband. Die Mistkerle lassen den Laden zu heiß laufen. In einem Monat ist er hinüber. Tja. Konzentrieren Sie sich. Shutdown in Kürze. Ja. Danke. Ach so. Hä? So schier ist aber Shepard nicht, dass du davon leinst, oder? Ich glaube, das hier wird uns hinbringen. Wir werden es gleich sehen, Nyreen. Gib dieser Geschichte nur noch 2 Stunden, dann haben wir es geschafft. Hierauf, hierauf. Nö, hierauf. Siehste, Aria wird alles angezeigt. Hier, ich kann es dir sogar via Foto schicken. Mhm. Nach oben. Wirklich? Wow. Puh. Sie sind rübergekommen. Der neue Befehl lautet Rückzug. Negativ. Sie wollen zum Reaktor. Aha. Ja, das ist... Ich überlege mir das mit dem Schwierigkeitsgrad.
Systemausfall in Kürze. Na, siehst du, so geht das. Okay, hier ist der Aufzug. Nee, jetzt wird's aber dann wirklich... Alter, wie überlevelt bin ich denn schon? Na, warten wir mal ab. Es kommt sicher noch was, wo ich mich wieder ärgern werde und dann... Gusch. Ja, genau. Ihr wiederholt euch. Sicherlich dieselbe KI vom selben Fließband. Shutdown in Kürze. Sehr gut. Sehr gut, Shepard. So will ich das sehen. Und nicht anders. Kommen wir hier durch? Nee, aber ich brauche Munition für mein kleines Schatzerl. Ah, komm her. Sehr schön. Haben wir schon. Ja, Aria, da schaust du was? Du Kloake. Mhm. Geschafft. Schalter betätigen. Nein, wirklich? Schau, steht da. Sie kennen unser Ziel. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Konzentration. Wir müssen den Zugang zum Reaktor finden. Ihr habt ja noch Zeit für Yoga. Könnt ihr dabei auch ein fettfreies Joghurt essen. Mhm. Wir sind alle hier oben in Stellung. Kontrollpunkt 247. Feindliche Position aktualisieren. Kontrollpunkt 247. Sieht aus, als wäre Cerberus hier einmarschiert und hätte alle getötet. Jetzt zahlen wir es ihnen zurück. Richtig. Richtig, die Damen. Eine toten Kurzer Blick. Was könnte das für eine Waffe sein? Arbeiter bestimmt gleich besser. Chakramwerfer. Ah. Maschinen. Was? Hä? Ich wollte einen Chakramwerfer, du. Wo ist denn die Sau? Ah, die haben wir ja auch noch. Naja, wenn, dann will ich was Schaden macht, Baby. Ja. Wo ist er denn jetzt? Chakramwerfer, Stufe 1. Das wird wahrscheinlich so ein Fauxpas-Waffe sein. Na, schauen wir mal. Was ist hier? Aha. Nee, hier glaube ich nicht. Wenn, dann müssen wir hier vorbei. Genau. Der Fahrstuhl zum Reaktor ist auf der anderen Seite. Ich hab's schon gesehen, Süße. Wow. Vorsicht, der Laden fällt auseinander. Nein, wirklich? Wow. Ich bin ja hier mit 2 Intelligenzbolzen unterwegs. Bist du deppert? Das nennt man dann wohl eine verbale... Ja. Seltsam. Wir werden nicht mehr angegriffen. Ja, wir müssen mit allem rechnen. Richtig. Ich rechne mit einer Falle. Oh mein Gott, ich habe schon gesehen, das ist die schmuddeligste Rotzwaffe, die ich je gesehen habe wahrscheinlich. So, unterhaltet euch hier 2. Warum grinst du so, Aria? Wir sind fast da. Wenn die Kraftfelder weg sind, beginnt der eigentliche Krieg. Für einige begann er schon vor Monaten. Das war kein Krieg, Babe. Nur eine Aufwärmübung. Was ich an ihr mag, scheißegal.
Ich gehe meinen Weg über Leichen. Rücksichtslos, ohne Gnade. Einfach, ne. Da ist der Reaktor. Geradeaus. Sie ist einfach nur brutal und will ihr Ziel erreichen. Scheißegal wie. Tempest 5? Wann habe ich denn die auf... Achso. Achso, nein, das ist die. Na, schauen wir mal. Ah, die verzieht aber weniger als die andere Krücke. Oh je. Ich gratuliere. Ihr Angriffsplan war tadellos. Offenbar wurden wir erwartet. Eher angelockt. Ich wusste, dass der Reaktor das eigentliche Ziel war. Also gab ich ihnen nur diesen Weg. Warum erledigen Sie das nicht selbst, Petrovski? Machen sich die Hände schmutzig. Mir macht das alles keinen Spaß, Commander. Sie versuchen hier einen Krieg anzuzetteln zum Ruhm von Aria. Aber das ist vorbei. Es ist erst vorbei, wenn Ihre Verwandten Sie nicht mehr erkennen. Ich mag Ihren Mut, aber Sie sollten erkennen, wann Sie geschlagen sind. Sie wurden neutralisiert und ich kann Sie hier verrotten lassen. Oder Sie geben auf. Niemals. Aria, was haben Sie vor? So werde ich nicht enden. Aria nicht! Was zum Teufel hat sie bloß vor? Verdammt, Aria, Sie zwingen mich dazu. Dann eben auf Ihre Art. Naren, Max! Ja, was hat die dumme Nudel vor? Achso. Aria verteidigen. Ja, aber wo sind die dummen... Down in Kürze. Hier. Die Waffe ist ja auch Rotz. Da wo ist die Aria? Hier. Ja, Systemausfall in Kürze. alles geht auf die Naren. Systemausfall in Kürze. Systemausfall in Kürze. Fehlfunktion entdeckt. Shutdown in Kürze. Ich brauch Muni. Schau, alles geht auf sie. Fehlfunktion entdeckt. Shepard, ich halte nicht mehr lange durch! Los! Bei den Geistern. Woher wusstest du, dass du das kannst? Ich wusste es nicht. Na super, das können wir uns allein durchprügeln. Na, auch gut. Reaktor überlasten. Warte ein bisschen. Vielleicht können wir... Oh, wir haben 8 Punkte. Na gut. Ja, wo soll ich die noch reintun? Sabotage? Ja, keine Ahnung. Überlastung. Ich nutze das wenigste davon. Ach nö.
Toll, Kenny. Ja, das gebe ich, die Punkte verteile ich später. Hier ist Muni. Na, bleib auf diese Waffe, aber... Nimm die. Und mach das hier. Ja. Was, Sanitäter? Ein Sani, der tötet. Systemausfall in Kürze. Shutdown in Kürze. Ich will... Okay. Shepard, wir kriegen keine Pause. Es kommen immer neue Mechs. Bleiben Sie am Leben da drüben. Das können Sie nicht tun, Commander. Es geht um mehr, als Sie ahnen. Der Reaktor betreibt Lebenserhaltungssysteme für Dutzende von Bezirken auf der Station. Wenn Sie ihn abschalten, sterben Tausende. Hören Sie das, Aria? Ja, und es ist mir egal. Schalten Sie ihn ab. Shepard nicht. Versuchen Sie, die Energie von den Kraftfeldern wegzuleiten. Zu riskant. So sei es. An alle Einheiten, bereit machen zum Angriff. Sprengcrews in Position bringen. Alles okay? Alles bestens. Das sehe ich anders. Das Überlasten des Reaktors hat Tausende von Leben gekostet. Sie hätten es versuchen müssen. Shepard hat getan, was nötig war. Ohne Skrupel, ohne Zögern. Sieh's dir nur gründlich an. So sieht Furchtlosigkeit aus. Worauf willst du hinaus, Aria? Das war ein tapferer Kampf gegen diese Mechs, Nyreen. Beeindruckend. Aber Warum bist du nicht genauso hart, wenn Adjutanten angreifen? Lächerlich. Du zuckst schon, wenn diese Monstrositäten nur erwähnt werden. Schluss. Sie hat sie gerettet. Ich will ihr nur helfen, Shepard. Liebevolle Strenge. Der Krieg beginnt. Ich werde ihn nicht verpassen. Danke sagen war noch nie ihr Ding. Meldungen kommen rein. Alle Kraftfelder unten. Zivilisten stürmen auf die Straßen. Cerberus zieht sich zurück. Aber nicht lang. Die Leute sind für einen Kampf an der Front gegen Cerberus nicht ausgebildet. Sie werden ausradiert. Zivile Verluste sind unvermeidbar, das musst du akzeptieren. Sag, was du willst, Aria. Ich lasse keine sinnlosen Toten zu. Tun Sie Ihr Bestes, um sie zu schützen. Natürlich, Commander. Aria, hier Bray. Bericht. Mein Team erkundet die Wartungstunnel. Wir sind auf
Cerberus-Truppen getroffen, die Techniker eskortieren. Sie transportieren anscheinend Sprengladungen und wollen zu den zentralen Stützpfeilern der Station. Bray, Angriff. Halten Sie sie so lange wie möglich auf. Wir kommen. Verstanden. Angriff, Leute! Wenn Sie den Hauptpfeiler sprengen, ist der Weg zum Afterlife abgeschnitten. Die Offensive der Talons wäre gestoppt. Also trennen wir uns. Ja, Nyreen, du leitest den Frontalangriff. Shepard und ich treffen dich in den Märkten, sobald wir mit den Bomben fertig sind. Natürlich. Aber ich helfe nicht beim Bau eurer Denkmäler mit, wenn ihr dabei drauf geht. Aber alles der Reihe nach. Der einzige Weg zum zentralen Pfeiler führt durch die Tunnel. Ah, hier war was. Nehmen wir mit. Sie dürfen nicht durchkommen. Nehmen wir mit. Ja, jetzt wird's geil. Boah, ist die langweilig. Nö, ich gehe wieder auf mein... Ich gehe wieder auf mein Baby. Wir brauchen Verstärkung bei den Wartungstunneln. Arsch am Boden, ja. Verstärkung! Ja, Shepard, ich weiß. Ich wusste gar nicht, was dieses Spiel für ein Brocken sein kann. Scheiße. Ah. Verdammt. Abschneiden! Den Steg ausschalten! Was, das Steak ausschalten? Hey, ich hab Hunger. Oh, die Waffe ist so geil. Sag einmal. Zu blöd zum Schießen. Ich werde mich über dir ergießen. Aber wir können im Kontrollraum den Damm ausfahren. Dann kommen wir rüber. Ja, mir fährt gleich ein anderer Damm aus. Oh, das ist eine andere Geschichte. Ja, du kannst es selber draufdrücken, oder? Gehen wir. Also Aria, du bist ja wirklich ein faules Stück, du. Schrecklich. Schrecklich, die Frau. Nyreen hier. Wir haben Cerberus angegriffen und unser erstes Ziel gesichert. Ankunft im Gozo-Bezirk nach Plan. Ausgezeichnet. Na bitte. Jetzt herrscht wieder Kommunikation zwischen den beiden. Das nennt man wohl Abriegeln! Sie dürfen nicht durchkommen! Alien-Liebe. Oh, die trauteln schon wieder. Weißt du was? Denen bereiten wir einen herzlichen Empfang. Bitteschön, Meister. Meister Propper. So, einmal, zweimal. Sehr gut, Shepard. Sehr gut. Shepard, wir müssen zum zentralen Pfeiler, bevor Cerberus diese Bomben zündet. Ja, jetzt leck mich doch am Popo, du Nudel, du Geile. Vor allem, was ist eine geile Nudel? Boah. Wir treffen auf weniger Widerstand. Ich nehme an, Sie schicken Truppen zu euch. Naja, die sollen nur kommen. Sie machen sich an den Stützpfeilern zu schaffen. Wir müssen sie aufhalten.
Zugangssteuerpulte offen sind, kommen wir an die Bomben. Verstanden. Die Bomben sind jetzt scharf. Die Konsole ist abgeriegelt. Wir müssen sie manuell entschärfen. Kümmern Sie sich um die Bomben, Shepard. Ich übernehme Cerberus. Ja. Noch 3. Nein. Nein. Falsche Taste, du Depp, du. Nein. Na klar bin ich wieder zu dumm für eine Taste. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Noch 2. Sehr gut. So will ich das sehen, Shepards. Nur so. Sehr gut. Ja, die bekümmern sich hier um Aria. Nur noch ein Feind. Ne. Räumen wir den Raum. Richtig. Ich brauche Munition. Ah. Hier entlang, Shepard. Wo? Ah, hier. Hier drüben. Achso, mit ihr müssen wir reden. Wir sind sicher. Gut. Nyreen, hier ist alles unter Kontrolle. Wie sieht's bei dir aus? Wir rücken durch den Gozo-Bezirk vor. Vorwärts und auf die Flanke achten. Jawohl, Boss. Wir halten uns, aber Cerberus nimmt mittlerweile die Zivilisten ins Visier. Wir kriegen Berichte von Opfern aus allen Sektoren rein. Geh einfach zum Rendezvous-Punkt. Alles andere zählt nicht. Nicht in meiner Welt. Nyreen, Ende. Und wie genau kommen wir von hier zum Afterlife? Ich wäre für eine direkte Herangehensweise zur Abwechslung. Nur die Frau weiß, was sie will. Liegt hier noch irgendwo was? Nee. Rauf da mit dir. Woher wissen Sie das? Könnten die Taylor schon gut. Adjutant außer Gefecht. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Denn wenn ich eins nicht leiden kann, ist es heiligerin der Wahn. Verdammt! Hier sind Adjutanten. Verfolgen Sie unseren Fortschritt und verriegeln Sie die Räume hinter uns. Jawohl, Aria. Die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein. Ich meine, was aber genial ist, ist das Level Design. Sich ein bisschen zu viel aufgeladen. Wir sollten uns beeilen.
Ja, ja, Aria, nur keine Panik auf der Titanic. Untergegangen ist es sowieso. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, was bereit sein? Ich bin auch bereit, aber von mir redet ja keiner. Aha. Wenn die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein, die nächste Phase des Projektes plangemäß einzuleiten. Vor der Wirtsumwandlung sollten wir beginnen, die Steuerungsimplantate mit dem Nervensystem des Subjekts zu verschmelzen. Bei der aktuellen Erfolgsquote werden wir den Bedarf vermutlich um 300% übertreffen. Die Adjutanten der ersten Generation wurden aus dem Verwahrungsbereich verlegt und erhalten nun die Implantate. Die vorherigen Gruppen wurden verarbeitet und in den Lagerbereich gebracht. Wir können nun kontrollieren, wann und wo die Adjutanten ihre Opfer umwandeln. Erste Tests an verschiedenen Spezies zeigen, dass sich das Virus problemlos anpasst und somit jeder Wirt benutzt werden kann. Wenn die Zivilbevölkerung unter Kontrolle ist, müssten wir bereit sein, die nächste Phase des Projektes plangemäß einzuleiten. Vor der Wirtsumwandlung sollten wir beginnen, die Steuerungsimplantate mit dem Nervensystem des Subjekts zu verschmelzen. Bei der aktuellen Erfolgsquote werden wir den Bedarf vermutlich um 300% übertreffen. Diese Idioten haben mit Adjutanten experimentiert. Das erklärt die von vorhin. Na komm, Shepard. Du hast die Kollektoren hinter dir, du hast die Zusätzliche Sicherheit. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Prioritätsmemo. Testadjutanten sind entkommen. Sie sind unverzüglich einzufangen und in den Arrestbereich des Hauptquartiers zu verlegen. Beschädigungen sind unter allen Umständen zu vermeiden und werden mit hohen Soldabzügen bestraft. Naja. Das leuchtet ein, wenn man bedenkt, was sie hier eingeschlossen hatten. Die Tür ist offen. Nichts wie weg hier. Richtig, Aria. Diesen Gedanken habe ich schon Der lang. Durchgang da führt zum Gosu-Bezirk. Boah. Nein. Nein, Kenny, du bist nicht für diese Musik allergisch. Oder anfällig. Wenn ich dran denke, am Anfang des... Ja, Sani Möter, Sani Köter, Sani Töter! Arschloch. Achso. Echt? Wir sehen uns in der Hölle. Gusch. Ich brauche Munition, Aria. Wieso nimmt man die nicht? Schrecklich. Vielleicht ist das hier Munition für mich. Medikit. Ah, jetzt da. Hier ist nix. Müssen wir aber trotzdem hier entlang, glaube ich. Oder auch nicht. Doch, hier runter. Kommt mir bekannt vor. Ich fand's schöner, als Morden hier Plünderer erschossen hat. Mordin ist tot. Schade. Er war ein sehr pragmatischer Salarianer. Das stimmt im Übrigen.
Wow. Na, Eigenlob stinkt, Aria, ha? Das Geschütz ausschalten! Sie sind in unserer Flanke. Wir sind fast da. Echt? Na hoffentlich, sonst muss ich dir auch eine reinhauen. Naja. Au. Da staubt ja richtig. Ach ja, der Mordin. Ich mochte ihn. Es ist aber auch ein Spiel, wo ich mir... Wo ich auch... Das ist so ein Spiel, wo ich auch immer wieder mal an die Charaktere denke. Müllbergen, 1500 Credits. Was wird mit uns passieren? Ihr werdet sterben. Also, sagt man ja nicht mehr. Hä? Wo muss ich jetzt hin? Nyreen. Ja. Bereut und rettet eure Seelen, bevor es zu spät ist. Ja. Ab und zu ist das Spiel ein bisschen... Mit ihr fallen. Hä? Bereut und rettet eure Wo Seelen. muss ich jetzt rüber? Diese große Station ist gefallen. Und wir alle werden mit ihr fallen. Da drüben eine Tür? Ah. Aus Willkür übersah ich die Tür. Hätte uns das Speer der Talons nicht gefunden, wären wir tot. Ja, dann sei froh, dass du noch lebst, hä? Der Schandfleck. Braucht man nicht. Alter, ich meine, so viele Waffen es auch gibt. Das 3/4 der kannst du eh nicht verwenden, ehrlich gesagt. Modifizieren. Bringe zu mir die Kinder, damit ich sehe, wie sie zu Soldaten heranwachsen und für die Sache kämpfen. Zieht eure Waffen für das Wort, meine Freunde. Zieht eure Waffen und kämpft, sonst erwartet uns alle der sichere Untergang. Die niederen Spezies unseren Platz in der Reinheit stehlen. Gehorcht dem Wort und bereut mit Feuer Modifizieren. und Gewehren. Stürmt voran und schießt euch glorreich durch die Sterne. Ich kriege normal selten Kopfweh, aber das, was dieser Typ hier zusammenlabert, das kannst du ja... Nee, das würde ich nicht mal auf Platte aufnehmen und meinem größten Feind vorführen. Der bringt sich ja um. Wo ist denn jetzt der Nyreen? Laufen wir mal ein bisschen. Es ist alles im Griff. Los, los, los! Na, noch da. Irene hier. Etwas stimmt nicht. Cerberus ist auf meiner Station. Natürlich stimmt etwas nicht. Das meine ich nicht. Ich gehe der Sache nach. Bis dahin Funkstille. Was zum Teufel macht sie? Wo ist Nyreen? Sie sondiert die Lage. Wir sind damit beschäftigt, hier die Stellung zu halten. Sie ist unterwegs zum Afterlife. Sie dürfen nicht durchkommen! Wir halten nicht mehr lange durch. Achtung! Es sind keine Talons.
Sie ziehen sich zurück. Oh oh. Es reicht. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Sie ist böse. Ah. Schluss jetzt! Ich bringe euch alle um. Oh, jetzt ist es sauer, die Aria. Ja, es passt schon so. Petrovski stirbt. Sofort. Na bitte, tob dich aus. Für das machen wir den Scheiß ja. Nyreen Kandros war eine gute Soldatin. Eine Schande, dass sie für ihren Ehrgeiz sterben musste. Sie sind ein toter Mann. Nein, halt! Was jetzt, Petrovski? Teile und herrsche, Commander. Kandros hat die 3 Adjutanten getötet, deren Experimente nicht abgeschlossen waren. Diese stehen voll unter unserer Kontrolle. Die Prototypen unserer künftigen Armee. Stellung halten! Schäden von den Generatoren fernhalten! Boah, wie soll ich denn... Alter. Na, ist ja nur gut, dass ich noch nicht hochgedreht habe. Ich weiß ja noch nicht einmal, was ich da genau tun soll. Ah! Na komm, Shepard. Okay, einmal müssen wir den Scheiß sicher wiederholen. So leicht halten Sie mich nicht auf. Dann müssen wir durchlaufen. Stase-Generatoren. Naja, aber einfach ist trotzdem nicht. Euch sage ich's. Ah, falsche Waffe. Nimm. Was hier bitte, danke. Ja! Weißt du, wenn ich nicht immer hängen bleiben würde mit ihm oder mit ihr, mit Shepard. Nein! Nein! Nach vor! Komm! Zurück! Hier rüber! Hier runter! Nein! Jetzt nicht draufgehen! Ah Gott, ab und zu ist diese Steuerung ein Graus. Komm! Lauf, Shepard. Ja, wir wissen's. Gleich noch eins fressen. Du Stase-Generator, hier ist noch einer.
Mei. Halt durch, Aria. Ja, ja. Omega gehört mir. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Richtig, jetzt zeigst du es ihnen. Also sie. Ich sag dir, weißt du, was mir auf die Eier geht bei dem Spiel? Diese zig Millionen unterschiedlichen Gegnervariationen. Keine gescheite Waffe. Noch immer nicht. Ja! Effektfeuerwerk. Ich hasse so etwas, ehrlich gesagt. Du Stepperter. Du auch. Geh mir nicht auf die Eier, du. Gevögelter Hund. Jetzt ist eigentlich nur noch er dran. Na, es war eh klar, dass er sich versteckt, oder? Und die große Frage, wie kriegen wir ihn? Oder wie kommen wir an ihn ran? Ah, da oben ist noch was, schau. Nee, warte, das machen wir ein bisschen anders. Achtung! An alle Cerberus-Truppen! Kapitulation! Feuer einstellen. Keine Kämpfe mehr. Es ist vorbei. Commander Shepard, ich begebe mich in Ihren Gewahrsam. So was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Ich bin unbewaffnet und ich habe Informationen über den Unbekannten für die Allianz. Sie würden alles sagen, um ihre Haut zu retten. Aber ich ließ sie von Omega fliehen. Ich verdiene Gnade. Ist das wahr, Aria? Ja, inzwischen hält er es sicher für den größten Fehler seines Lebens. Aber das ist Mord. Korrekt. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Nein, verdammt. Werden Sie jetzt bloß nicht weich. Oh nein. Ich mein's ernst. Zurück. Sie haben gesiegt. Es ist vorbei. Sind Sie verrückt geworden? Aus dem Weg! Nein. Die Allianz braucht sein Wissen über die Pläne des Unbekannten. Er muss für seine Taten bezahlen. Das wird er auch, aber nicht heute und nicht durch Ihre Hand. Danke, Commander. Ich tue das nicht für Sie. Bring Sie ihn raus. Diese Partnerschaft war ein Musterbeispiel für Frustration. Wir haben gesiegt. Ja, ich weiß. Aber ich möchte wissen, wie Menschen ticken. Vor allem einer, den ich künftig vielleicht noch brauche. Also raus damit. Haben Sie versucht, mich einzuschätzen und dann verurteilt? Los, sagen Sie mir die Wahrheit. Es ist besser, wenn Sie im Unklaren sind. Sie sollen sich nicht zu sicher fühlen. Sie sind wirklich eine gefährliche Person. Und keine Sorge, ich zahle meine Schulden. Sie kriegen die Truppen, Schiffe und das E-Zero.
Dann gehe ich jetzt. Bray bringt sie zurück. Ich muss eine Station auf Vordermann bringen. Bürger von Omega, hören Sie zu. Ich, Aria Tilok, habe Ihnen Ihr Leben zurückgegeben. Ich herrsche wieder. Meine Hand liegt wieder auf dem Steuerknüppel. Und ich lasse nicht mehr los. Jeder von Ihnen schuldet mir etwas. Treiben Sie die letzten Cerberus-Eindringlinge zusammen und wir werden Rache nehmen. Sie sollen zittern. Sie sollen bluten. Unser Leben wird hart sein. Aber das ist nun mal der Preis für die Freiheit. Und die kann nur ich gewährleisten. Hören Sie zu. Ich werde Omega uneinnehmbar machen. Niemand soll mehr mein Reich bedrohen. Von heute an gibt es für die Galaxie eine unverrückbare Wahrheit. Legt euch nicht mit Omega an. Kriegen Sie immer die Drecksmissionen, Bray? Diesmal nicht. Immerhin geht's um die Galaxie. Wir bringen sie von hier weg.